Guten Morgen. We hebben eerste Leute zijn nummer 24. Nummer 24. Komm, stimmen unser Loblied ein, ihr Engel vor dem Thron. Sind tausendfach erschallt das Lied vom großen Gottes Sohn. Komm, 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 komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr in seinem Heiligtum. Das Lamm ist würdig, singen sie, das auf die Erde kam. Würdig das Lamm antworten wird, das unsere Schuld wegnahm. Komm, 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 komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr in seinem Heiligtum. Der Herr ist würdig, dass man ihm ein Lob und Danklied bringt. Und seine große Liebe und Rat in Ewigkeit besingt. Komm, 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 komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr in seinem Heiligtum. Das nächste Nummer 262. Nummer 262. Komm, du Quelle alles Segens, nimm mein Herz zu deinem Preis. Ströme deines Gnadensregens, Vater, lauten Dankbeweis. Lehr mich, Herr, die Melodien, die der Engelchor dir singt, bis wir selig dorthin ziehen, wo das Lob dir ewig klingt. Eben jetzt, Herr, darf ich schreiben, Herr, du hast mir bis dahin. Frohen Mutes kann ich bleiben, helfen wirst du, ferner Herr. Als ich von der Herde irrte, von dir lief mit kalten Sinn, suchtest du mich, das Verirrte, gabst dein Blut und Leben hin. O, welch großer Schuldner bleib ich, du verbringst mich Tag für Tag. Nimm dies Herz, denn das verschreib ich dir bis zu dem letzten Schlag. Arm und schwach ist, Herr, du weißt es, immer da zum Fall bereit. Gib das Siegel deines Geistes mir für Zeit und Ewigkeit. Next Nummer 301. Nummer 301. Du müdes Herzens wartet dein, die Ruhe nach all der Mühe und Last. Kein Gram, kein Leid wird dort mehr sein, es schmeckt, so siehst daheim die Rast. Drum warte still und murre nicht, drum still, warte still und murre nicht, drum
still, warte still, drum still, warte still, nur still und murrig nicht. Dein Fuß ist und dein Weg ist rau, dein Kreuz wirklich ein Schwergewicht. Blick auf, dort fängt die Himmelsau, drum still, nur still und murrig nicht. Drum still, warte still und murrig nicht. Drum still, warte still und murrig nicht. Drum still, warte still, nur still und murrig nicht. Nur still, vorbei, es baut die Nacht, das dämmert schon des Tages Licht. Von ferne winkt die goldene Pracht, drum still, nur still und murrig nicht. Drum still, warte still und murrig nicht. Drum still, warte still und murrig nicht. Drum still, warte still, nur still und murrig nicht. Ja, goedemorgen alle. Mensen, goedemorgen. Vrede van God. En dat we alle toebakken abgebuurd worden in deze morgenstunde. Zover wieder gewoon vraag zullen abstunden te beden met pausen is. Voor dan hebben we danken die voor deze schönen dag. We danken dat u ons deze gelegenheid nog waar Jezus die genoeg nog waar über ons has. Hier te verzamelen en je ding woord te hieren, Herr. Herr, ik beden moest u ons Ure opmerken aan zijn woorden, dat we worden opmerksam toehouden wat dien woord te zeggen heeft. Zie ook met al die wat een opgehouden, met de breiden wat te reden, met de zinnerschoolleerders. En we alle te kennen, dat empfang nemen wat u van ons was van jou, Herr. We prijzen die dafür u ons deze gelegenheid geeft in de naam Jezus Christus. Amen. Neem plaats. Hier im Bulletin steht es vor, in 1. Petrus 1,24 sagt, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Und ja, wir sehen das Gras ist alle brün, die Blumen sind auch ungefähr alle aufgefallen. Aber das Wort Gottes ist immer noch frisch. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. So, wenn wir dort vertrauen haben, dann ist das nicht so viel aus, wo das Gras aussieht, wo unsere Blumen aussieht, und diese drei, das Wort Gottes ist immer noch frisch. Und dort wünsche ich auch von dir, von uns alle, dass wir was Frisches in uns Empfang kriegen, durch das Wort Gottes, dass wir kraftig und geldstar sein im geistlichen Leben. So, wir kommen zum Bulletin, was durch diese Weg rennt. Einmal nu von der Einleitung, von Bruder Peter Baumann. En de predigt van Abraham Giesbrecht. En van jou als predigt in Maryland in Campo 5 van Benny Rampel. So, dat is Campo 5, dat is niet Campo 7. Als de andere steht, wat er ongevangen heeft, dat is in Campo 5. En van jou als Jungschwer, klok 7 zu ons. En maandag als alle medarbeiders trafen, dat wordt bij de tweede linie zijn, klok 7 zu ons. Dat is voor alle medarbeiders, alle wat aan de einzelne gemeente doen, en met vroeges taub. So, das ist für Ushers, das ist für Sänger, das ist für Sinnerschoolleerders, das ist für all die, die an der einzelnen Gemeinde Hand sind angeladen. Im Fall, wenn du früh Sinnerschoolleerders ist, dann kannst du die Mann auch mitbringen, wenn er sich mit schlafen lässt. Und dann war ich ramt ja die Mann eher früh mitbringen. Ja? So, sie sind alle angeladen worden zu uns. Wir ein Thema sein, wir eine Uttisch sein, und so Gemeinschaft. Morgen klok 7, wie der zweite steht.
En daar has de Bibel en gebedstunden klok 7 uur en vrijdagavond klok 7 uur en zondag prediking hier de pas van Hans Siemens. En vandaar weer de kost op voor de school. So, wir haben noch heute Tag haft, kommt vielleicht Luther nach, der kost wird von der op, dat je nur de school zum door für anderen merken, school und kosten. En medwerk als neveren, traft alle de früh, so medwerk als neveren. Das bedeutet dit nog wat te zeggen. Okay, und nächstes singen wir noch ein Lied, dann gehen wir wieder. We hebben Leute zingen Nummer 297. Wie glücklich ist, Herr Jesu Christ, ein Kind, das dich gefunden, denn Fröhlichkeit vergeht die Zeit, es ruht in Jesu Wunden. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Der Weg ist schmal, der aus dem Tal zur Himmelshöhe führet, doch Schritt für Schritt geht Jesus mit, dass man kein Leid verspüret. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Gar mancher Feind hat ernst gemeint, das junge Herz zu stören, und unsere Kraft gar wenig scharf, doch Jesus kann ihm wehren. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Es wird nicht lang, dann tönt Gesang uns himmlisch süß entgegen, dann geht's nach unserem Vaterhaus. O welch ein großer Segen! Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Goedemorgen. Ja, ik wil met mijn tekst in Lukas kapitel 14, wo ich will angehen. Und ich dachte kurz eine Geschichte, oder kurz eine Begebenheit,
wo laat uit van een Verscher sich uitja van Verscher? Wat moet er van de ding onze kan dat wir dem Wort als Verscher Anerkennung geben? Bestimmt, wo wir sein, der muss vielleicht ein Verscher mit haben, der muss was haben, das abhärten. Wat immer, der muss Ding onze kan en der muss wat sein, ich sehe ein Verscher, ich sehe, wir war ich Ferschen, wo wir den glauben können. Wenn die nicht unsicher hoort, da wo wir glauben, hij seht het bloß. Maar wat des Tages uns von ihr sagen will, das ist einmal in Jesu Gehen. Was verlangt Jesus von seinen Jüngern? Und auf das Ding, wenn wir angehen, was Jesus von seinen Jüngern verlangt hat, viele von uns, die wurden sagen von der auch, oder wir sind Jünger, aber die haben die Dinge, posten sich die Dinge nicht alle an. Und was Jesus verlangt hat, was seine Jünger sollen, woran seine Jünger sollen zu sein. Und was ich total noch will sagen, das ist der letzte Vers, was ich will lesen. Ich will von Kapitel 14, in Lukas Kapitel 14, von 25 bis 35, will ich lesen. Und ich will den 35. Vers das erste abheben, wegen nicht jeder ein wird eng von der Paten. Aber Jesus fordert ab, wer Ohren hat, der soll zuhören. Das ist wichtig für den. Und ich denke, jeder einer von uns, wir haben Uhren, also als ich abgefordert von Jesus Christus, dass die zuhören tun. Ich lese einmal, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und wandte sich und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hört nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Bruder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Turm, den Grund gelegt hat, es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihm zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fängt an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will und mit einem anderen König zu Krieg zu führen, setzt sich nicht sofort hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihm unrecht. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener nach fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allen entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Diener tillig, man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, hier habe ich einmal, es sehr wichtig für uns, kriegt der Janjas, was wir wollten, dort wie der Christus gehören, welche Dinge uns wichtig sind. Und ich dachte, ich kriege an, ich kicke in meine Übersetzung, das Wort Hosen, das interessiert uns nicht. Wir glauben, das ist auch so, wir dürfen nicht unsere Nächsten hosen. Und Jesus Christus sagt auch, dass wir sollen unsere Vater und Mutter, wir sollen liieren. Und hier sagt er aber hosen, der die Bibel sich wahr sprechen. Ich kicke in andere Übersetzung, und da haben die Brücken alle verschiedenste Wörter dort. Ich wollte vielleicht nicht so viel Brücken dort hosen, das Wort, wegen wir für dort vielleicht ein negatives Denken haben, dass wir dort nicht wollen tauchen und die anderen vielleicht, aber hier nicht tauchen, wenn die Eltern einem nicht alles die Freiheit lassen, vielleicht besonders Jungschar und vielleicht auch Jünger dort, dann, weil die Bibel sagt, wir sollen die Eltern hosen. Das ist aber nicht mit den Eindruck gesagt, sondern das ist einfach, in nur Fall zu sein, wer sich die Verantwortung abnehmen wird, der soll hosen, die Eltern. Und ich will einmal die wieder sein, wird andere Übersetzung zu sein, was wir tun in der Stadt, wie dort wird brücken hosen. Das sage ich, zurückstellen.
wir sollen die Dinge zurückstellen, was so wichtig, was besieht Jesus Christus als die Dinge, die sollen wir nicht über Jesus Christus stellen, die sollen wir zurückstellen. Und andere sagt, du sollst die nicht wichtiger sein als Jesus Christus. Und die Dinge braucht die andere Übersetzung, die braucht zurückstellen, nicht wichtiger sein als Jesus Christus. Dort sind die Dinge, wird über die Luther Übersetzung überbrücken, der auf die Geschlachter, was er sagt, hosten. Ja, hier ist einmal, Jesus ist in Jerusalem ging, viele fallen am No, Jesus hat ihr alle klar am Hort, er wisst ja, was die Menschen am herumkommen, auch seine Jünger, er wisst ja, was die Jünger dort ging, und bestimmt ging Jesus dort nicht gut durch, wo einmal ein Sturm gekommen, da wurden seine Jünger verloren. Und dann sagt er hier und so, wenn Dinge die wichtig sind, dort wir zu verloren haben, dort sind immer die Vater, Mutter, Frau, Kinder, und auch uns in das Leben. Und dort hier sich dann immer so, naja, das ist ja viel zu viel gefordert von uns, dann sind wir überfordert. Aber gerade, was ich sagen will, wenn wir nichts zu Stott nehmen, als was wir hier und so in dieser Übersetzung verstehen, sondern ich kann auch andere Übersetzungen brauchen, wir sollen bloß die Vater, Mutter, Frau, Kinder, auch uns in das Leben nicht über Christus stellen. Wir sollen Christus erst das Erste in uns Leben. Dort ist das Allerwichtigste, was erst, wir sollen das Erste kommt Christus in Betracht. Auch wenn wir eine Versammlung haben, wo die Gläubigen taub sind, sagt das Erste, wir sollen das Erste als Christus. Und dort sagt er, wir sollen unter alle Hosen. Und wo vielmals kommt das fair, das ist von der nicht, dass bei ein oder vielleicht bei zwei, bis fair kommt, wir haben alle Trouble mit, wenn wir in Fleisch sind, aber der Geist in uns regieren, es ist nie gefordert, dass wir einfach das tun. Ich will hier noch ein paar Bibelstellen, weil ich das lesen, wo uns das mehr verdeutlichen, was dann zu tun ist. In Matthäus Kapitel 10, Vers 37 sagt er auch, krieg über diesen so, sagt er auch, wenn wir mehr leben als Christus, dann kann es nicht wird, mein Jünger zu sein. Sag ich hier und so, sagt Jesus hier selbst, was wirklich wird es. Das ist ja auch so. Ich glaube, die meisten von uns haben erfahren, wenn wir Wort Herrscher schätzen aus Jesus Christus, aus Gott seine Kinder, aus Jesus Christus seine Kinder, dann haben wir nicht Zeit, die Versammlung zu fahren. Du wirst sagen, auch, fahrt ab, dass wir nicht unter Verwächter hauen dann, aus selbst und aus, dass wir das unter alle aufschreiben, dann sagen wir nicht wird, seine Jünger zu sein. Ich will noch einen Vers lesen in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Du lässt sich auch ein bisschen zu verstehen, wie man das dann umgehen kann. Lukas Kapitel 9, Vers 23, das sagt so, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Hier sagt er all, wir machen täglich, wir uns selbst verloren. Wenn wir täglich tun, dann sagen uns, wir sollen das alle Tag tun. Dort darf du verstehen, dass wir du müssen bekümmert am sein. Wir müssen nur gucken, dass uns nicht unbedingt parken tun, wo wir Verherrcher holen tun. Und ich dachte, ja, krieg das Wort, wo du sagst, das Kreuz ab sich nehmen, was sind die Dinge, weil wir sollen das Kreuz ab uns nehmen. Ich höre hier einmal, was eine Karte so, das sage ich einmal so, das ist nicht eine Krankheit, das Kreuz abnehmen, das ist schon, dass wir verspottet worden von der Welt, dass einmal das Kreuz ab uns nehmen. Und das sagte, wir sollen das täglich tun. Das ist schon ab uns nehmen, leiden, wir wollen leiden als Christen, wo wir verspottet worden, wir wollen einsam, vielleicht einsam sein, haben vielleicht nicht viel Freunde, wegen unserer Umgebung, das ist Welt, die will uns auch in der Welt lernen haben, wir wollen Sport leiden, wir wollen leiden durch uns, wir wollen einsam sein. Dort sage ich auch sogar, wir müssen uns leben, wir müssen uns ein Ziel sagen, für was ich sterben will, dort ist für Christus.
Und dort sage ich einmal, dass wir ans Leben ernst sagen, dass wir nicht bis ab 1 sind, Klimat, dann erst dort bloß in die Schackeln. Jeder an einen Tag Säuer scheint, und den nächsten Tag dann sei wie ganz dool. Vielleicht kurz gesagt, es ist ein Drink, oder das, dass der einen Tag sich Säuer lastig merkt, und den nächsten Tag dann lächer dool und hat erst noch nicht das noch üt. So, da habe ich kurz gesehen, wo das erst das Kreuz ab uns nehmen, und wo du uns auch erst, und kurz in dit braucht er noch. Ich wollte noch einmal sagen, dass wir da nicht wird sein, sind Jünger zu sein. Dann sagt er auch wieder, bringt er hier uns noch zwei Begebenheiten für. Das sage ich, Krieg wurde konnte kommen, das geht je vielleicht mehr daran, wenn wir uns bekehren, dass wir uns die Dinge überleihen, und das nicht bloß, dass die Jahre sich das überleihen, sondern wir haben immer zu überleihen, kämpft uns das ut, das zu tun, oder wo wir hier kalt fallen, wo das hier und so nicht in gebrauchte Versen. Und diese Dinge kriegt den Jünger zu sein, die kommen die nicht bloß bei jungen Menschen für, sondern wer das bei jung nicht getan hat, den kommt das bei aller für. Und dann fragen wir uns auch, wo erst der wird von Leben? Und der wird von Leben, das erst bloß Jesus Christus. Der ewige Ding, die kommen, die sind hier in dieser Welt, mit den Dingen beschäftigt wie uns. Ein und andere Ding bringt uns zum Schuden für Christus, aber uns Fleisch, das packt sich da an, das will mit dort leben. Und das ist aber nicht, was Christus von uns will haben, oder von seinen Jüngern, und dort wir einfach sollen wahrhaftig sein. Da sagt er hier noch mal zwei Begebenheiten, die ich hart sagen, denn er sagt auch, wenn sich die jemand will in Tarn bühen, wer würde nicht erst sich die Kosten überleihen? Viele von uns haben sich ein Haus gebaut, oder die haben sich Maschinen gekauft, dann überleihen die erstmal, wo wird es sein, wie ist es unsere Überleihen, vielmals sein, wir haben Kart, aber vielmals Bruck wird Krieg, dann sind wir daher, sind wir glücklich, und viel mehr sagt es hier und so, für sie nicht her, wo geht es für uns, dass er uns all diese Warnung geben hat, und er sagt, wenn wir dort nicht wollen tun, dann wird die Umgebung der Welt, die wird uns verspotten. Wahrscheinlich ist es nicht, dass Christus uns das all hat geschrieben, dass wir das all wollten, dass wir nicht an sich sagen von der Welt. Das ist hier, dass Christus, der hat mit uns in Mitleiden. Er will nicht, dass wir sollen zu schon gehen, wo wir sollen verspott werden, sondern er hat uns das geschrieben, dass wir uns, und wenn wir uns warnen lassen, das ist für uns die große Warnung, dass wir nicht verspott werden. Wenigstens was ist es, er sagt es hier, wo er vergleicht mit das Tarnbü, das ist hier auch so mal ans geistliche Leben, wenn wir uns nicht gut überlegt haben, dann ist eine Weg Christ, oder das ist ein Monat, oder das ist ein Jahr, kann auch 5 Jahre Christ sein, und dann aber hat er sich die Kost nicht überlegt, das konnte nicht durchholen, haben wir nicht gut überlegt, naja, ich rot vielleicht in Schulen lernen, vielleicht auch vielleicht mit schlechten Freunden, naja, dann singt alles, dann verrutscht alles, und dann aber wird dann die Menschen von besiegt, sagen, Meier erst nicht mit dir als Christ, Meier hält nicht immer mit dem Christ, verspott ihn einfach. Und die Worte uns für, nicht zu verspottet worden, sagt er, überlegt die Kosten, für wem lohnt sich dort zu leben. Dann das nächste sagt er hier auch, wenn du wirst 10.000 Männer haben, wenn die jemand, wo nicht ein König auch wird, wenn die 10.000 Männer wird haben, und er weiß, dass sie würden Recht geben, und die wird aber sein, du wirst eine große Chance, vielleicht dort klar zu kommen damit, oder vielleicht wieder gesagt, mit Jan zu vereinigen, ich habe bis 10.000 Soldaten, und Jan hat 20.000, wer würde nicht auch, wenn sie nach weit auf sind, utfängt in Frieden Stifter die Hand zu schenken, sein, ich habe euch eine Sache merken, dass das nicht recht geben hat, wenigstens das, wo wir Gott weiten, wir wurden verspielen mit zu wenig Soldaten. Das sage ich hier auch, dass wir uns die Kosten sollen überleihen, dass wir in die Gefahr kommen, wenn wir uns die Dinge nicht durchgedacht haben. Dann sagt er auch, den letzten Satz sagt er noch, der vergleicht mit Salz. Da wollen andere Lerner, zu jener Zeit, hat das Salz auch das Wirkliche verliert, was Salz ist, was wir von der nicht so gut tun, aber ich glaube, trotzdem weit wir auch, dort ein Ding, wenn wir Ziele sind, dann haben die nicht mehr den Wert, sondern dann ist das einfach, der hat den Geschmack, oder das Wichtigste, dort, wo wir
uns von dort wünschen, dann dort haftet nicht mehr. Und so sagt er es hier auch mit dem Christ. Er sagt, wenn wir nicht abposten, wenn wir als Christ uns oft lesen, als wie nicht mehr sie das kann sein, nicht mehr sie nicht jünger werden, sondern er sagt er, dort wir einfach den Geschmack verlieren. Ich denke von uns, jeder einer wird Werte haben, wenn wir eine Mahlzeit kein Salz haben. Jeder einer, der wird sich wünschen, dort war er Salz geben wird. Wenn wir einfach nicht dort uns in Bolivien, dort niemand und dort fehlen wird, habe wir nicht eine große Uning, aber ich denke, dass wir kein Salz von haben, dort haben wir uns gut verstanden. Und so sagt er auch, so sind seine Jünger. Wenn wir nicht diese Dinge hinlassen, wenn wir diese Dinge nicht zu sich stellen und am nur fallen, dass wir uns auflenken, dann sagt er, dann sind die Christen, so es für die Welt mit keinem Geschmack haben. Dann sind sie nicht mehr zu brücken, als dort es zum Weich schmieden. Und was du uns zuerst, was ich mit dir sagen will, dort erst mit dir nicht gesagt, wenn du nu als Jünger bist, dass du einmal aufgelesen bist, dass du dann verloren gehst, aber vielmehr jedoch erst, wenn du utlesen lässt, die Gefahr erst, als du wirst Streik kommen, als du wirst ein Tag mit Christus sein. All dort, was du hast abgearbeitet, dort es hat kein Wert nicht mehr, wenn du bist durch zu verloren, und du hast du nur schwer. Und was du hier auch sagen wird, dort wichtig ist, der Abfahrer, der uns besonders abfahren wird, wer Uhren hat, der soll horchen. Wenn es wichtig ist, wo wir diese Dinge einfach anholen, dort wir am die hören. Wenn es wie weit dort ein hoher Christ gibt das nicht. Dort gibt bloß ein ganzer, dort gibt der ist weich, sondern ein hoher gibt das nicht. Du wirst erst das vielmals, und es ist auch sehr wichtig zu sein, wenn wir ein Ding Leute haben, wo wir dann sind. Wir wollen ja immer wieder Dinge zu sein. Wir können ja uns manchmal ein bisschen beten, dass wir einfach durchgehen, wo wir nicht so Leute haben. Aber der höchste Punkt, der kommt immer erst uns in Betrag. Und du wirst erst auch, dass viele von dir sein, ich sind ja so Jünger, und ob in Wirklichkeit haben sie noch nicht diese Dinge zu sie gestellt, dass irgendwie nicht so wichtig sind. Jesus fährt ab, wir sollen unsere Kosten überleihen, und das Wirkliche, was wir wollen, was wir haben, wo wir können ein Tag umkommen, wenn er kommt nicht, wo wir uns können verfreien, das ist bis Christus, der andere Dinge, die wollen nicht in Betracht kommen, und das ist wichtig, und das hier auch, wenn in Wirkliche, wenn Evangelist, aber immer, wenn heute ihr verstanden habt, dass das Leben hier auf Erden allein sein merkt, wenn wir uns mit Christus am dort aufgeben, dort ist der Wert von Leben. Wenn wir uns das beholen, wenn wir uns die Kosten überleihen, wenn wir uns Leben einsetzen für Christus, wenn du erst kein anderer, wird bestehen bleiben, wird nicht wanken wird, wird nicht einfach alle verscharen, wird kein Wert haben, wir sind verloren, sondern der hat uns die Warnung gegeben, Jesus Christus, für seine Jünger zu sein, wird die Dinge zu tun sein, und wird wir machen tun und dort. Amen. Nummer 102 hastig. Falls das Hals geöffnet mir, büg mich ewiger Hort in dir, lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilige Flut, mir das Heil sein, das frei macht von der Sünden Schuld und Macht, dem was dein Gesetz spricht, kann mein Werk genügen nicht, mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel,
tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilf nur deine Huld, da ich denn nichts bringen kann. Schmieg ich an dein Kreuz mich an, nackt und bloß, o kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich doch, unrein Herr, flieh ich zu dir. Wasche mich, sonst sterb ich hier. Jetzt, da ich noch leb in Licht, wenn mein Aug im Tode bricht, wenn durchs finstre Tal ich geh, wenn ich vor dem Richter steh, Fels des Heils geöffnet mir, büg mich ew'ger Herz in dir. Ich wünsche auch jeder einen guten Sommaris und dass wir von der Gott im Wort wird lernen, dass Gott uns reden kann und dass wir dadurch erbietet worden. Ich habe mir von der ein Thema gewählt, zu reden über Elia, wo Elia um Burg Horeb ist. Dort finden wir in 1. Könige Kapitel 19. Und hier haben wir dort so wie Gott ein Mensch behandelt oder wie Gott mit Elia umgeht, wenn Elia ganz möglich ist, wenn Elia ganz schierchen mit mal sogar auf dem Leben, wie Gott mit ihm umgeht. Wir wollten hier Elia, dort wir ein Prophet Gottes, und Gott redet zu den König und zu das Volk Israel durch den Prophet, durch den Prophet Elia. Und Gott tut auch Wunder durch den Prophet Elia. Das geradste Wunder, was uns von Elia bekannt ist, dort 3,5 Jahre nicht reden dort, Elia dort beten, und dann reden dort nicht, und dann bet Elia weiter, und dann reden dort weiter. Dort ist ein ganz größtes Wunder, was uns von Elia bekannt ist. In 1. Könige Kapitel 18, da haben wir die Geschichte, wie Gott das Volk Israel in den König, den Typ rüben, durch den Prophet Elia. Er rübt einen Typ auf dem Berg Karmel, und dort hat Gott sich bewiesen. Da bauen die Baalsdeuner ein Altar ab, und Elia baut ein Altar ab. Und dort haben wir sehen, wie mutig Elia ist. Elia hat Kraft, Elia hat Mut. Er wird sich für den ganzen Volk zu tun, zu reden. Er wird sich für den König zu tun und zu reden und zu sein, dort soll falsch sein. Und dort Gott der einzige Gott ist. Elia hat dort keine Angst. Elia ist sich ganz sicher, was er dem Volk sein will. Und Elia ist sich sicher, Gott ist mit mir, Gott wird auf mich abpassen. Und Gott bewies sich auch, Gott scheint 4 von Himmel ob den Altar noch, wo Elia da abgebiet hat. Elia hat der Wut dann abgeguckt, ob den Altar, ob das Halt. Und dort verbrennt Ola das 4, was Gott gescheit hat. Ola kann dort sein, Gott ist der einzige Gott, Gott ist der wahre Gott. Der Baalsdeuner, die deuten den ganzen Vermehrach Eva, donsen sie am Altar und deuten sich mit Massage schneiden und späten und dort halt nichts. Die Menschen, die sagen, dort Baal, dort ist ein wahrer Gott, dort ist ein Götzen, die können nichts nicht halten. David, der sagt in 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 20, Herr, keiner ist dir gleich und es ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und das Volk Israel, dort wartet hier auch an, da ist schon unser Gott, aus der Gott, wird uns gemerkt hat, da ist schon unser Götzen, der ihres Wort wird wirklich Leben haften, wird kann Wunder tun und wird wirklich machthaft. Aus Gott Elias Gebet erhieren deut, aus Gott 4 von Himmel scheiden deut, ob dort Opfern ab, dann wird Elia ganz mütig. In 1. Könige, Kapitel 18, Vers 40, Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie da selbst.
Wie kann das sein? Elia hat wir mötig, hat Kraft, hat sagt, nu wollen sie mal alle Baalsdiener abbringen. Und hat dort über vorher 100 Baalsdiener, wo er da anbrach, hat kämpft für Gott, hat kämpft für die Wahrheit. Und dann ging Elia auf den Spitz vom Bäumen ab und dort beten, hat betet so lange, bis es regnet dort. Und Gott scheint rein den Tag. Wie kann sagen, Elia, dass wir ein Mann, hat vertraut Gott, und Gott hat Elia gebrochen aus seinem Deuner, aus seinem Prophet. Aber doch, wenn wir wieder lesen, das 19. Kapitel, dann können wir sagen, Elia bleibt nicht einmal möglich. Das gab auch Tiden, wo Elia ganz möglich wird. Wenn wir uns mal durchsteht lesen, 1. Könige Kapitel 19, etwa der erste Feuervers lesen. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Hier wird Isabel dort an, Ahab verteilt Isabel, alles was Elia deut. Und dann scheint Isabel und Deuner ne Elia in det am Drohen. So sagt der Arm, es war die Morgen um diese Zeit kreit dort dön, wo die Propheten deut. Das meint, es war die Morgen um diese Zeit, wo die auch Luten anbringen. Und dann auf uns richt Elia Angst. Heute wird ring uns möglich. Bald nu wie so möglich für den König und für das Volk. Und nu sagt, der Königin wurde arm, nu wurde möglich. Nu kriegt er so Angst an sein Leben und heute klebt ut. Heute rannt so weit weg. Und dann, außer hier dann eine Wüste nennt, leicht sagte sich da an ihren Böhmen, an ihren Schoten. Und sagte Gott, ich will sterben. Das Leben ist durch, es ist möglich, ich will sterben. Nimm mein Leben von mir. Das ist eine Weich zu wundern. Elia hat so ein Grötet mit Gott erlebt. Gott hat viel gescheit von Himmel, ob das ab und ab. In Grötet Wunder wie passiert, ein Wunder in ihren anderen wie passiert, in Elia wie möglich. Und nie ob uns, sagt eine Frühwort, und nu ist er ring ganz möglich, heute klebt nicht um sein Leben, heute haft Angst und heute will sterben. Heute kann ihr so denken, wenn Gott dort viel kommt von Himmel scheiden, ob das ab und ab, kann er nicht einmal beten, und dann wird Gott viel scheiden, ob Isabel ab, und dann wird er sterben. Er wird armer, aber wir sehen dort, Elia lässt sich ganz möglich merken, heute verjagt vielleicht schier alles, was Gott bei nie tun hat. Und wenn Wort geht Elia dazu, eine Weich ist vielleicht zu wundern, über eine Weich, wenn wir uns selbst betrachten, ist das bei uns nicht auch fertig so, in Elia wie auch ein Mensch kreist es wie, das sagt ja dort ein Jakobus, Elia wie ein Mensch kreist es wie. Und ich denke, jeder einer von uns wird das auch erfahren haben. Einmal sei wie möglich, wie haben vielleicht kreist wird erlebt, wie haben ja so ein Gott hat uns geführt, oder wie haben wird nie in der Bibel entdeckt, wird das uns das abgedacht, wie vorhin uns gesehen und sind erbüht, wir sind möglich, und dann ob uns passiert ein ganz kleines Ding, und dann sind wir anmütig, wie für jeden, was Gott für uns getan hat, wie für jeden, dass Gott uns bewahrt hat, und wie Gott uns geführt hat. Oder vielleicht jeder den einen oder den anderen dazu, er hat sich kurz bekehrt, weil wir sind möglich in ihrer Bekehrung, heute mal dort an sein Leben wie eine Ändernis, Jesus wie an sein Leben gekommen, heute wir ganz möglich, und dann ob uns passiert ein kleines Ding, vielleicht fällt er weiter eine Sünde oder irgendwo passiert, und dann ob uns plötzlich verjährt wie dort, was hat Gott für uns getan, Gott hat uns alle Sünden verjährt, wie für jeden dort Gott uns läuft hat, und wir sind ganz möglich, wie für jeden der Friede, was wir gehört haben. In du schrift Paulus auch zu der Philippa, an Philippa Kapitel 3, Vers 1. Philippa Kapitel 3, Vers 1, da schrift Paulus zu den Christen an Philippi. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Paulus durchschrift hier in des Brief, mir mul immer war da Fried an den Herrn.
Am Stützje dann schrift Paulus war da, Fredjünd an den Haaren. Am Stützje dann schrift er war da, Fredjünd. Einmal war da, schrift Paulus dort der Philippa, hoi erinnert er, und einmal war da on, wenn dort wir auch Menschen kreuzes wie, und dort erst bei uns kreuze, wie man einmal war da erinnert worden, und dort wird Gott für uns getan hat. Uns mit einmal war da erinnert worden, dort Gott uns läuft hat, und dort Gott uns drühren will. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1, da habe ich noch einen Vers, den wollte ich auch einmal verlesen. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Hier sagt es, wir sollen alles offline, wird uns beschwert und wird uns umstrickt. Und unter Evasaten sagt, alles wird uns träge gemerkt. Man kann sagen, alles wird uns möglich merkt, das sei wie offline, das sei wie Tessidluten. Wir sollen möglich bleiben, wir sollen mit Geduld ran an den Kampf, wird uns bestimmt ist. Nu krijgt dort wie Elia betrachten und wir sollen dort Elia als ganz möglich. Elia wird vielleicht gedacht haben, ich habe nu al genug gearbeitet, nu ist es, ich habe nu genug getan, das ist nu gut, nu werde ich sterben. Vielleicht hat Elia auch einfach schon Frieden mehr am Leben. Vielleicht dachte Elia, ich habe so geschafft, ich hatte das Volk geredet, ich hatte den König geredet, und da ist bloß schon gefragt, da geht nichts nicht zu sein, dort hat nichts nicht gehalten, meine ganze Arbeit wird das dort, und Elia ist rein ganz möglich. Was tut Gott nu, wenn Elia sich das möglich, da an ihrem Böhm liegt, und Elia will sterben? Lasst Gott Elia da einfach so leben an seine Möglichkeit. Sagt Gott vielleicht, oder denkt Gott vielleicht bei sich, naja, das Monde ist nur Öl, du hast so viel geschafft, nu ist so Öl, nu kann ich den nicht mehr brauchen. Lut den da liegen, wo er es möglich, das stärkt mit ihm. Oder doch Gott vielleicht, Elia, dort ist ein Versager, nu habt ihr Angst, wenn eine Früh der Arm wird sagt, habt ihr Angst und klebt üt. Hier steht er so einen großen Müd, für das ganze Volk zu tun und zu reden. Nee, es tut doch Gott nicht. Gott durchgaf mit Elia noch nicht ab. Gott lässt Elia da nicht liegen, sondern Gott hat noch mehr Wort am Plan mit Elia. Wir müssen sagen, wie Gott mit uns umgeht, wenn Elia so möglich ist, und wir sagen, was Gott nicht mit uns auch so umgehen will, und es dort umgehen wird. Wenn wir uns wieder lesen, 1. Könige Kapitel 19, werden wir von Vers 5 bis Vers 8 einmal lesen. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Nu als Elia da so möglichst legen det, dort Gott ein Ding mit Elia. Das erste Ding wird wie sein worden, Gott sorgt für Elia in Hojaft am Nähe Kraft. Erst einmal wir Elia von Berg Karmel nach Israel gerannt. Dort werden die Leute über 100 Kilometer. Und dann wird er dort Isabel am Arm bringen will. Und dann rannt er von Israel, dort wir im Norden Israel, rannt er Bad Beersheba, dort ist am Süden Israel. Und der Üdleier sein, da waren einer dort Apollon-Kott bezählt, dort sind 180 Kilometer. Stell wir uns vor, was für eine Angst, was Elia gehört hat, dort er rannt 180 Kilometer, er klebt üt, wie kann sein, dort wie ihrens. Elia hat Angst, sie wollen am Arm bringen, und er klebt üt. Und dann, als er Bad Beersheba ist, ging er noch hier sagt es, eine Tagesreise weit eine Wüste nennen. Er ging dann noch wieder nennen, eine Wüste nennen. Nu wir heute ganz müde, weil wir leben so, weil wir sterben, weil schläuft er an ihren Wacholderbaum, und was tut Gott dann? Gott scheint am Nähe Kraft, Gott scheint am Eten und Trinken, dort wo er braucht, dort er kann Kraft haben. Gott scheint ein Engel kommt und bringt am Eten und Trinken.
Elia nimmt dort, hoi at, hoi trinkt, und dann leicht sich dul in Schlaf war. Und dann umstürzt sich der Engel des Herrn, und bringt am Wara eten und trinken, dort Elia Wara eten und trinken kann, dort hoi Kraft haft. Und dann haft er so viel Kraft, dort hoi noch 40 Tag in Nachten jed eine Wüste an. Der Üdleier sein, dort von Beersheba, Batten, Berg Horeb, dort ist auch der Berg Sinai. Was dort sind dort 320 Kilometer. Heute noch einmal 320 Kilometer eine Wüste an, bat diesem Berg, dem Berg Sinai, dort ist der Berg, wo Gott auch Mose einmal durch die Satzen gab. Gott ist dort nicht in Dönt, tja, wie sollen wir Elia dort geht. Gott scheint Elia eten, scheint am trinken, lat am durchschlupen, lat am ütrien. Gott sorgt sich um Elia. In Kreise ist es auch bei uns. Gott ist dort nicht in Dönt, für uns dort geistlich geht. Gott ist dort nicht in Dönt, für uns dort leiblich geht. Er sorgt für uns und er will uns versorgen. Elia hat dort erfahren, dort Gott für am Sorgen dort. Ich war einmal ein paar Vers aus Jesaja lesen. Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich denke, das hat Elia hier erfahren. Elia, wir müssen es überheulat sich von Gott Kraft schenken. Ich wollte nicht, wie ölt Elia je was es, überstall wir uns fair, wie heu oljerant wir, und nu jet heu noch einmal 320 Kilometer eine Wüste nannt, wie kann so ein Gott hat am nie Kraft geschenkt, und Elia hat es erfahren dort, wer ab Gott vertrüht, wer sich von Gott halten lässt, dort richt nie Kraft, dort heu aufhört mit Flügeln wie ein Adler, dort heu jung wird, dort heu Kraft haft. In Jesaja Kapitel 46, Vers vorher, da sagt es, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Hier ist es einmal für öle Menschen geschrieben, hier sagt es bis in euer Alter, aber ich denke, das ist nicht bloß für öle, das ist auch für die jungen Menschen geschrieben, dass Gott will uns trören, er will uns halten, von jung bis alt, das ganze Leben lang, weil Gott uns trören und er will uns halten. Diese Verheißung, wird hier ist, wird Gott uns gibt, durch haft Elia erfahren und an sein Leben haft er dort erfahren, dass Gott am Kraft scheint, Gott scheint am Eten, Gott scheint am Trinken in Ruhe, dort er Kraft haft und dort er kann gehen. Und gerade so ist diese Verheißung von der auch für uns. Gerade wenn wir alt wie sind, als wir jung sind oder alt sind, oder wie uns dort geht, vielleicht wollen wir uns gerade so möglich als Elia dann, dort wie die Leute wurden bei uns sterben, wie denken sie, das halbjahr oder nicht das Leben. Dann ist diese Verheißung für uns auch, wenn wir gerade möglich sind, dann ist diese Verheißung auch für uns, dass Gott will uns trören, Gott will uns versorgen und uns halten. Die Frage ist bloß, nehmen wir diese Halb an, lud wir uns von Gott versorgen, nehmen wir dort Eten an, was Gott uns geben wird, was Gott uns zur Hand stellen wird, das Eten und Trinken, nehmen wir dort an, nehmen wir dort für uns, da denkt wir so, nee, dort brauchen wir nicht, wir wollen Salz versäten, hier Gott jetzt noch wieder mit Elia, Gott hat noch mehr, was Elia will wiesen, was Elia will halten. Das andere, wie sollen, waren wie 1. Könige, Kapitel 19, hier wieder lesen, vom Verschnehen, Bad Vers 14. Vom Verschnehen in wieder. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.
Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Wat hier einmal. Hier ist ja wie so ein Elia schlaft eine Nacht an der Höhle, und am nächsten Tag dann fragt Gott Elia: Was merkst du hier, Elia? In Luther in dem Vers ja wie so ein, da fragt Gott frisch: Was hast du hier zu tun, Elia? Das hielt sich eine Weise an, als wenn das nicht der rechte steht, als wo Elia nu ist. Als wenn Gott Pflicht holt wollte haben, Elia soll nie woanders schauen. Gott wundert sich: Was tust du hier? Was hast du hier zu sehen? Aber wir wollten ja dort Elia wie uitgeklebt, und dann wir heute noch wieder in die Wüste hineingegangen. Und Gott ist nicht zornig auf Elia, Gott ist nicht doll auf Elia. Und wir waren Luther auch so ein, mit läuft, wie Gott Elia Schritt für Schritt wieder in Gotthaft Elia läuft. Aber nu als Gott Elia das fragen, was tust du hier, Elia? Dann beklagt Elia sich über das Volk. Elia beklagt sich über die Situation, wo er ist, dort der König hat Fluten alle Propheten Gottes anbringt. Und Elia sagt: Heu ist allein ewig geblieben von alle Propheten. Und dann sagt Gott zu Elia: Geh in der Höhle rüt, stell die da am Bein ab, ich will da vorbeigehen. Und dann kommt da auf uns ein größer, ein sehr starker Wind. Hier sagt es, die Felsen, die brechen zwei, die Steine brechen einfach zwei, die Bäume, die rieten zwei, sind starken Wind aus dort habe ich noch Türme nicht gesehen, dort die Steine wurden zwei rieten, aber das ist ein sehr starker Wind gewesen. Und dann sagt es, der Herr, wir aber nicht an dem Wind. Und dann kommt ein Erdbeben, ein gerötet Erdbeben kommt da. Und dann kommt da ein Vier. Es stand mir vor, dort war ein gerötet, heute Vier war es dann, ein so ein furchtbares Vier war dort gewesen dann, aber auch Gott wir nicht an das Erdbeben und nicht an das Vierband. Und dann in Vers 12, ja, wir lesen: Nach dem Erdbeben kam, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Dann auf uns wird es ganz still. Bis ein stilles, sanftes Rüschen wir da bieten zu hören. Und dann auf uns kommt Elia aus der Halle rüt. Aber nu wie Elia nicht aus der Halle rüt gekommen. Gott sagte am komm der rüt, und Elia wir nicht rüt gekommen. Es stand mir vor, heute wird er nicht rüt gekommen, wenn der Wind und der Erdbeben und dort Vier, dort wird so lüd gewesen, dort wird so unangenehm gewesen. Dort Elia, heute wird sich vielleicht eine Halband verkrupen haben, heute wird vielleicht so gedacht haben, weil Gott mich nicht strufen, als sie auf der Falsche steht, als sie uitgeklebt, als sie möglich geworden. Wird Gott mich nicht vielleicht, dass das 4 Strufen oder dass das Erdbeben dort heute mir was anbringt. Elia wird sich da nicht rüht. Aber erst aus der Stelle sanfte Rügen zu hören ist, wo der Büten ist, und hier sich so sanft und so schön, dann wird Elia sich rüht, heute rüht, und steht da am Eingang von der Höhle. Ich denke, dass das, was hier passiert, vielleicht würden andere noch mehr Gedanken haben, aber ich denke, wenn es 2 Dinge, wird Gott Elia verlieren, dass diese Dinge, was hier passieren. Das erste, wie kann sein, der Erdbeben, der Wind und das Vier, das werden so eine Dinge, das ging zu sein. Der Erdbeben, dann schadert die Erde, der Vier ging zu sein, vielleicht sind da Bäume verbrannt oder ihren Struck wird da wir, und auch der Wind wird da wir, der Bäume, der brücken zwei, der Steiner brücken zwei, dort wir lüd, dort ging so ein gut zu sein. Aber Gott wir da nicht beim, Gott wir nicht am Wind und nicht an Erdbeben und nicht am Vier. Gott wir an dort stille, sanfte Sausen. Und dann redet heute Elia. Das stille Sausen, dort wir sind, dort kann man nicht fort sein, dort kann man sperren. Ich denke, Elia wird das gesperrt haben, aber ich denke, Elia wird nicht fort eine Wirkung gesehen haben, wird es nie geworden oder wird haft dort ungerecht. Und vielleicht will Gott Elia ein Denkmal das Wesen, das erste Ding, will Gott schaffen das. Gott wird nicht einmal so schaffen, dort das vorste sein geht, dort das größte Ding passiert, dort ein Erdbeben passiert, dort ein Vier passiert.
Gott det nicht einmal gröt schaffen für alle Menschen, dort nie kurz passiert gröt wird, aber danach der Arbeit erst nicht umsonst. In Vers 18 schau wie dort sein, da sagt Gott der Elia, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wie kann so in Gott sagt, da sind noch 7000 andere Menschen, wo Baal nicht gedeunt haben. Da sind noch 7000 andere, wo Baal nicht geküsst haben, wo sich nicht geschneut haben für Baal. Und Elia, heute doch, heute wieder eins, ja, heute doch. Da wird schon anderer, Meier, wo Gott nur verlieren deut, heute wieder eins, ja. Und nun sagt Gott der Arm, da sind noch 7000 andere. Elia hat dort nicht gewusst, heute hat er vielleicht auch nicht getan, wer dort wir. Aber das denkt wohl Gott vielleicht Elia wiesen. Die Frucht, die jetzt nicht einmal kurz zu sein. Auch an das größte Erdbeben in den Winden, das wir das jetzt kurz zu sein, aber da wir Gott nicht bin. Gott schafft uns die Musik, dass das nicht kurz zu sein geht, einfach ganz sanft und ganz still. Das zweite Ding, was Gott Elia vielleicht wohl wiesen dächtet, ist dort, wie sagen wir dort, Elia wirkt sich nicht über die Hall rüht, aus dem Erdbeben da wir, aus dem Winter wir und aus dem Vierer wir. Erst aus der Stelle sanfte Sausen da wir, dann wirkt Elia sich da rüht. Und sanft, dort hielt er sich so ähnlich aus sanftmütig. Und dort kreuzt es Gott erst. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt Gott, nehmt ab, jünd, mein Joch, und lehrt von mir, wenn sie sanftmütig und von Horten demütig. Gott ist sanftmütig, und auf einer Untersteht, wir lesen, dort Gott läuft es. Gott sagt von sich selbst, ich bin Liebe. Und so hat Gott auch geschaffen. Gott schuf mit seinem Propheten dort, er schuf mit seinem Volk, und er schuf auch mit uns dort. Dort er sanftmütig mit uns schaffen det. Er schuf mit uns mit Läuf. Nicht nur durch ein gerötet Erdbeben oder irgendwo, sondern Gott hat uns Läuf und Gott schuf mit uns sanft. Gott wies uns seine Läuf, dadurch, dort sind Sehen ist auf die Erde gekommen, dadurch, dort Gottes Sehen ist für uns gestorben. Und Gott wies uns immer weiter seine Läufe, durch alle kleine Dinge, die passieren, wies Gott uns seine Läufe. Und Gott zwingt auch zu dort wie am Sein gehorchen. Gott ermunt uns durch die Läufe. Das haben wir auch zum Beispiel so wie Petrus, als Petrus Jesus verleugnet hat. Jesus ist nicht zornig auf Petrus und wies am dort tragt und er ist doll ob Arm und scheint den Erdbeben in 4 am Arm zu vernichten. Jesus redet durch Läufe mit Petrus und gewand am das dort trägt. Und gerade dort, wie sollen dort Gott hier mit Elia. Gott wies Elia ganz sanft, dort heu es läuft, heu schafft mit läuft, und heu es nicht ein zorniger Dollar Gott, dort heu Fuß allen vernichten det, sondern Gott haft läuft und wies Elia, dort heu sanftmütig ist, und wir heu schaffen det. In der dritte Ding, wo Gott Elia hier lehren det, da will Gott mit Elia umgehen det, in dieser Situation, wo Elia so mittels ist, dort schau wie sollen, wann wir Vers 15 bis Vers 18 lesen. Vers 15 hier steht, aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer den Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia, wie dir ganz möglich, er will sterben, und fast vorher sagt, wie dort, da seht Elia, er will sterben, meine Arbeit ist durch, was sie gedacht haben. Aber Gott, er ist noch nicht durch mit Elia, auch wenn er so möglich ist. Gott gibt Elia eine neue Abgabe. Gott wies ihm, was das Nächste zu tun ist. Er schenkt ihm Kraft dort zu tun. Und er wies ihm, wie Gott schaffen wird. Und so soll Elia auch schaffen. Mit Läuf und sanft soll Elia schaffen. Und Gott sagte Elia hier, du Hazael salben dem König über Aram, du Jehu salben dem König über Israel und Elisa,
dem Propheten Elisa soll und diene steht, widerschofen an Israel. Diese drei Männer, Hazael, Jehu und Elisa, diese drei deuten den Baaldienst utruden ut Israel und auch das Gericht über Ahab sein Haus vollbringen. Gott hat ja Ahab all gesagt, die Nachkommenschaft, die waren alle sterben, die waren alle ankommen, wenn die Saison des Baal doin. Und diese drei, Hazael, Jehu und Elisa, die deuten dort vollbringen, die deuten dort utführen, die deuten Ahab sein Haus ganz utruden und den Baaldienst ut Israel auch utruden. Jetzt ja, wie sollen Gott mit Elia nicht wahr, was irgendein Werkzeug, was Gott gehört hat, dort ist nicht unbrauchbar, dort ist Öl, dort schmidt Gott führt. Gott tät nicht das dort. Gott wies Elia Schritt für Schritt, was ist das nächste zu tun, was sind die nächste Wege, was Elia gehen soll. Erstmal lässt Gott Elia utrühren, er scheint am Eten, er scheint am Dritten, er scheint am Kraft. Und dann wies Gott Elia, wie er schafft. Gott wies Elia, dort er sagt, dort ist Elisa. Und für uns von der es kreitet selje. In Hebräer Kapitel 13, Vers 8, da sagt es, dass Gott ist der Selja. Gott wird dann der Selja, Gott ist von der Selja, und Gott wird morgen noch einmal der Selja sein. Und ich denke, du, wenn es diese Liebe, was Gott Elia hier schenken tut, der ist von der Tag für uns auch kreuzes dort. Gott will uns auch Kraft schenken, wenn wir möglich sind, wenn wir vielleicht alle mit verloren haben, wir denken vielleicht, das hält nicht an, vielleicht denken wir so, die Arbeit hält nicht an, vielleicht denken wir so, die geistliche Arbeit hält nicht an, oder wir denken so, das geistliche Leben hält nicht an. Ich habe mich beziert, aber da ist ja ein Vorwärtskommen, als größer Abfangen, der Ding sein, wann vielleicht auch nicht ein Erdbeben kommt, dann vier, dann größer starker Wind. Aber Gott wies uns seine läuft, ganz läuftulich, ganz sanft. Und alle kleine Dinge, wird Gott anscheinend, tja, wie dort sollen Gotthaft uns läuft. Und dann, tja, wie sollen Gott schmidt uns nicht weich. Kreuz es euch heute nicht Elia dort weichschmieden. Elia wohl als sterben, und dann hat Gott da noch Blut für Elia. Kreuz jetzt Gott auch von der mit uns an. Wenn wir möglich sind, Gott schmidt uns nicht weich. Gott will uns brocken, wie tja, nach Arm kommen. Heu will uns Kraft schenken, heu schenkt uns läuft. Und heu haft für uns auch den nächsten, dort die uns einmal weiter dienen läuft, scheint, Dankeschön, dort die uns auch was Kraft schenken, und dort die für uns auch ein Weich hast, bitte für uns nur dienen wollen, jeder einen persönlich, ob den Weich, wo die am haben wirst, halb uns dort wir uns von die vieren luten, und dort die uns hier Brücken kost, dort die kost verherrlicht worden, durch uns leben, und dort die uns wurscht dann segnen, auch von der durch diesen Tag. Amen. Nummer 174. Es war, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblich, o wundersame Huld. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herz ließ ich dem Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünd, das Gottes Lamm, galt mir sein Schmerzensschrei. Dann seh ich erst am Kreuzesstamm, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach der Morgen mir an, und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herz ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist
ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen heilen kann ich nie dir zahlen ab. Hier, Jesu, nimm mich selber an, ist alles, was ich hab. An dem Kreuz bracht der Morgen mir an, und das blinden Auge